Schon ein Quizfrage für dich. Oh. Was bewirkt Hautirritationen, kostet mega viel Zeit als teuer und machen wir trotzdem, also wir zwei, alltag praktisch. Kratzen. Das ist nicht teuer. Doch halt Creme für mein Eczema loszugehen. Wir schwätzen halt nicht über dein Eczema. Du hast nicht gesagt, worüber schwätzen wir heute auf? Ich schon einfach rasieren, dann war das rasieren. Datei aus Maybe Sex. Mam Kelly, Mam Tassie, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Was dann? Wie war das rasieren, dass du da ja? Weil du so einen Schillerte kaufen. Anscheinend sollst du, und ich habe gelesen, sollst du nur all pur Keire rasieren schon ein neu kaufen. Ja, und schon ja. Weil sie sonst roscht. Ich hatte noch nie einen geroschten. Oh, ich aber. Ja, wenn du so 10 Jahre lang hältst. Weißt du nicht? Nee. Mir ist schon von einem Herren was gesagt, ich benutze da wenn ich noch so Wegwerfgelaten, für das ich nicht riskieren, dass ich sie zu lang halten. Nicht gut für die Umwelt. Nee, mir besser für den Haut. Mir ist die Umwelt nicht wichtig. Da benutzt ein Epilator, du Depp. Wir schwätzen heute noch die Epilator. Okay. Mozilla, das ist das Beste, was ich kann. Das einzig. Ja. Das an hohe Entfernungscreme. Ob Lützebäuisch. Hohe Entfernungscreme. Korrekt. Das war luxemburgisch. Wir sind dick gut am Lützebäuischen. Sendung mit der Maus. Gillette aus nur einem Mann benannt, der Gillette gehischt wird. Ich weiß nicht, dass das lasch geht. Ja, ich weiß da wohl so. Also. Welche hast du dich dafür nicht rasiert? Oh, das weiß ich nicht mehr. Nicht wenig, dass ich genau damit angefangen habe. Ich weiß, dass ich mich dafür geschummt habe, dass ich meiner Mom das nicht voll so, weil ich das Gefühl hatte, das wäre etwas überflaschliches. So, la, du gehst dich just rasieren, wenn du willst, gut ausgesehen für irgendwen oder so. Und ich wollte nicht, dass meine Mom ging denken, das ist viel scheiße für die Jungen oder so. Du musst so ein Undo. Und du? Bei mir war es ganz ernst, weil bei mir ist die Initiative von meiner Mom ausgegangen. Wir waren an der Vakanz in Südfrankreich und meine Mom hat gemeint, es wäre in der Zeit, dass ich anfangen mein Bein zu rasieren. Was du eklig ausgesehen. So ist das so. Nee. Da du hast doch dir gelost, hast du geh mal dein Bein rasieren. Das war noch schön, mit der noch mehr schön, wenn es fucht wird. Okay, gut. Und ja, da sind schon durchgegangen. Ich habe mein Bein rasiert und ich war fasziniert, wie glatt sie da noch waren. Sehr gut. Und das war der Anfang von einer größeren Leben zu glatt rasierten Beinen. Wow, schön. Und dann hat meine Mom also nur davon erzählt, dass ich mich glatt rasiert hat. Mega penibel. Hast du dich geschummt? Ja, ein bisschen penibel. Ja. Ich meine, ich habe mich geschummt, weil ich mich dann geschummt habe, dass ich so 4 Uhr noch nicht rasiert habe. Ah. Echt das so, wie dass ich das unangenehm war, dass Leute wussten, dass ich mich rasiere. Ja, das ist komisch, dass wenn ihr den ersten Moment könnt, wo du anfängst, das Bein zu rasieren, weil du fängst ja nicht direkt an, das Bein zu rasieren, sobald der hohe Wurzeln in den Bein. Das ist das eine Zeit lang okay, und dann irgendwann ein bisschen nicht mehr. Ich freue mich, wenn ihr den Moment bei deinen Freundinnen oder den Mom sieht, hey, rasier dich mal, dass die gelost hat, du. Ja. Oder du sagst Reklamen. Oder Filme, wo drüber geschwärzt wird. Ja. Ja, krass. Meistens meine ich, seht Kinder, rasier dich mal mit. Du kriegst einfach implizit mit, dass das sich gehört für eine Frau. Also, das heißt, du benutzt also deine Giletten, die Pummel soll benutzen können. Ja. Ich frage mich sowieso, was da so ein Unterschied sind zwischen der und den anderen. Ich meine einfach, dass du mehr so Kusser noch mal drunter hast, für das man wahrscheinlich, dass das in so Schneider und bla bla bla. Und mehr Ja, sie sind noch mit teuer. Ja, mehr viel wahr. Also, was das der Grund, dass du mit da ist. Weil du kriegst ja, du hast dann so Gummi rundherum, für das du das nicht, für das du mehr Müller, sondern hast du da, wo Schaum rundherum hast, da brauchst du mal keine Rasiercreme, weil das automatisch du mit dran ist. Wahnsinn Sachen. Aber das brauchen theoretisch nicht alles.
mir ich gesagt ich habe mich auch gar nicht mal auseinandergesetzt so schon die du schon jahrelang und wann schon danke kaufen schon mal einen neuen Absatz ja ich sind und nicht stehe schon wahrscheinlich nicht genug Nee, Nicht schon nicht. so viel Gedanken daran wie neidisch wäre Schon nicht. Mehr Gillette benutzen mehr viel für Bein oder Schamhaar oder einen Nerven zu rasieren und dann benutzen einfach auch Männer viel für so Spacken zu rasieren. Gesicht. Mehr als Frage, if man das nicht unbedingt am Gesicht benutzen, ne? nee an schön haut drüber nur gedurcht viel war ich mich nie vom Gesicht rasieren obwohl ich du auch vereinzelt hoher wo einfach weil du auch so Flum wiest an den also ich weiß nicht, die Mehlfleisch ich weiß nicht rasch vom Körper nicht tun und es ist ein Grund und Hammung für die Flumwasch zu rasieren und sowohl am Gesicht wie Hals Okay. ja Weil, meinst du, weil du fährst, dass du damit mir hart könnt oder? Fleisch mir hart ja mir auch weil es hat einfach komisch gefunden die Flumwasch zu rasieren weil ich will den nicht forttun so ich weiß nicht das einfach mir präzis dann die Inselhohe wasch zu zupfen wie einfach so alles wasch zu rasieren Ja. ich weiß dass ich emol mein hoher über der Lips rasiert tun nie mehr welch Gefühl und du nur hat mehr Ja. war wahrscheinlich eine Illusion ich weiß nicht ich habe gefehlt während der Mai und sie wären mir deichter Ja, ich nicht gefühl auch immer. Also alles, was du so liest, du Reva sieht immer, das ist nicht vor. Du kriegst nicht mehr hart und du kriegst nicht mehr Haar, du durch. Und aber meine Experienz sieht mir einfach etwas komplett anderes, gell? Ich verstehe das nicht. Also jeder manchmal mit dem du schwatzt, den das schon gemacht hat, der ging das nämlich zu und alte Recherche, du Reva sieht aber das nicht vor. ja Komisch, ja? also wat ich festgestellt tun an ich gehen do no egal wat Wissenschaft se ich weiß es klingt ganz furchtbar mir ist schon gefehl du wo ich also de Bein zum Beispiel wann nachdem sich angefangen mich zu rasieren teilweise am Platz von engem Haar als Singapur 3 Haar rauskommen an der Jacke gelesen das Haar am Anfang so strukturiert wäre wie Seeler an Seeler setzen sich die auch aus also Seel setzt sich aus lauter mi dünnen Seeler zu summen die an den Nähen verwickelt sind oder so ja wann ein Seel durchschneit dann splickt er sich auch ab genau das selber gefehlt und eben auch bei Haar Okay. nicht bei allen mehr bei Beinhaar zum Beispiel Okay. weil ich wirklich ganz viel Platz nur wo da 3 auf einer Platz rauskommen Ja, schon da doch. Aber schießen ein Kaffee zu so zum Gesicht, schon für Druck so Fragen gegen sich echt dann nicht am Gesicht rasieren. Mir das auch nicht wirklich vor. Also ich weiß, dass wahrscheinlich mehr Frage verloren wie Blechen oder mit der Pass hat, dort was machen. Mir gehen natürlich auch Fragen, die viel mehr Haar am Gesicht tun. Wie mir zwei vielleicht zum Beispiel. Und die müssen da schon auf einen Gillette zurückgreifen, weil dann für so viel ist, dass das ganze Tor fortfüllen hun ja. schon haut so ein Kart gesehen Shaving Map Stadt genannt wo stung so woste a eng Richtung solls rasieren also wie eng Platz am Gesichtste eng Richtung wenn so mat Pfeiler gemult vier am mansten Hautirritation entstohlen zu los ja interessant. so Sache geht auch Mir das komisch, weil es soll ja an die Richtung se wasch machen, wie sie wussten. Und das ging ja dann noch evitieren, dass der Hautirritation und mir gleichzeitig möchte meinem aber auch, dass der Tor man eine gute Wasch kriegst, ne? Ich weiß nicht ob das so eindeutig ist weil ich schon beides gelesen als Rekommandation so Momstrich kreiert man Irritationen an Haut und gelesen Gentestrich kreiert man Irritationen Seriös? Mittlerweile keine Ahnung mehr also ich vier sind immer nur gegangen ja Momstrich aus besser für die Haut mehr gleichzeitig gehen Tor dann noch mal gut fort Genau. oder beziehungsweise gehen nicht gerade so kurz Ja, genau. Aber was auf jeden Fall hilft, für meine Hautirritationen als Gel zu benutzen, für dass es wirklich gut rutscht. Und klingt wahrscheinlich gegenüber hoher schwatzen, ne? Und anscheinend auch, wenn es exfoliierst für drunter hilft. Weil dann auch die durch Haut dann du wasch geht, weil sonst hältst du den nach mit der Gillette mit wasch. Und das möchte dann eigentlich auch, dass den Haut mit Müll aus der Tisch wann Tor dann nur wurzeln, dann hast du die Chance mit klagen, dass irgendwie abwurzeln oder an
weil schon nämlich auch gemerkt, wie du nämlich für Drusus, dass Heinz du als Angerport und über 3 hoch rauskommen, wie die kommen nicht direkt, also Heinz du kommst ein bisschen neben den Nähen raus oder so. Und ich meine, das hängt auch darunter, du man dazu so, das Tau einfach so hart ist für die Hohe, dass sie an eine andere Richtung gedreckt gehen oder so. Du musst erklären, was exfoliieren ist, weil ich weiß das nicht. Peeling benutzen so also ab es okay. Kehren oder so dran hört dass den Haut die dotisch Haut mit wasch geht Okay. ja Also mir einfach Methoden nach also einfach warmt Wasser benutzen was bei mir hilft als Fenster zu los wann duschen also einfach zu probieren kein Hängerhaut zu wann ich mich rasiere weil das ist immer ein Desaster was Hautirritationen du nur geht los machen auch einfach weil war ich mich schnell rasiere was du nur schmeirot platzen hun du bin ja mir das geht nicht immer weil es kostet Zeit und die hol nicht immer nee das ist richtig mit das Fleisch besser nur Singer Haut zu gucken wie nur der Zeit zu gucken ja das ist vor Danke für den Tipp weil der Risiko besteht ja auch dass du dich dabei schneidest und so weiter und dem du wusste dich rasierst ist das nicht mega gewünscht dafür wird zum Beispiel auf verschiedene Plätzen absolut gewünscht nee. auf bestimmte Plätzen nee mir so mal so das vielleicht keine mega gute Idee für sich den Genitalbereich mit einer Gillette zu rasieren weil du können ziemlich gefährlich Schnittwunden dabei entstehen oder auch am Anusbereich weil in sich du kann ein Fissur zu lehen alles weil ich darüber weiß wie sich aus Feuchtgebiete ich weiß nicht wie zuverlässig die Informationen sind also für die Buch nicht gelesen haben weil ich keinem vereveln kann die Ausgangssituation als das Protagonistin ja sich das vorrasiert tut an sich an die Haut rund den Anus geschnitten wird und dann in die Klinik muss weil das nämlich vom selben zuwiest und sie muss gebut gehen oh Gott ja mega kein angenehm Vorstellung nee ouch also mir von der Gillette geschwärzt mir da gilt aber auch das ganze am elektrischen bei der Rasierapparat ist wo man ich persönlich noch nicht wirklich Kontakt kommen sehen außer wenn ich gesehen habe am Putzimmer stehe weil mein Bruder oder mein Papi benutzen ja cool mal da bis nächste Woche schon dem Lehrer dem war das den Kopf rasiert mich das ist nicht wirklich relevant das war schon interessant wie weit es nicht so für Frauen gängig ist das hat irgendwie schenkt zu sehen was Männer benutzen können auf Frauen und so nee das wird nicht benutzt für sie ganz kurz zu machen das wird nicht mehr für sie so zu stützen oder also zum Beispiel Barthaar nee du kann ihn sich nicht glatt rasieren oder okay. Ich sind dann nicht genug ich meine weil das was du wahrscheinlich benutzt hast für dem Lehrer der Kopf zu rasieren das war so wusste so ein Usatzmatt drin wo es wird dann der Tisch durchgehen und das wirklich wie Masseren dran und da gibt er auch die Hose wie rund Dinger einfach für drin im Kopf ja, so stimmt und die gehen direkt in den ja wir sind gerade am Gang mit Pantomime zu stellen ja faszinierend Sachen ja ich verstehe nicht ganz wird das nicht Frauen dürfen benutzen Männer und Technik das einfach vor Geburt und einfach ein Liebesgeschichte das gehört einfach zu summen mir Frauen ja auch Epilator und so das ist ja auch Technik mir da tut dann gibt man auf weiter schießt nicht komisch also ist schon festgestellt wenn du den hoher und den Bein mega lang Wurzel lässt dann hast du eine schlechte Idee ist einfach mal so dann irgendwann zu rasieren mal eine normale Gillette weil du bist einfach einen halben Tag am Gang für ihr Bein ja das wie mein Bruder hat schlecht gerecht ihr wollt wissen mehr dann hat sie zu lang Wurzel gelöst und das mit der Maschine wieder durchkommen das genau den genau so war es schon einfach die Kurvenmäßig so oft Eudel machen März ja was ist dann du gemacht weiter gemacht also, ja Tisch dein Rotschlo aus Loheit so nicht den Idiot den singe Fehler leiert also schon einfach nur engem Bein abgehalten und das der andere Tön für die Strupp gemacht wie ich mich rum erholt hat
Mich rasieren oft also nicht oft mehr heinst du just eben weil schon okay Bock mir holen oder rasieren bis genau du hin wo ich weiß dass mein Box hier geht je nachdem so wahrscheinlich 3 Box oder ein Kurzbox oder vielleicht sogar just bei den Knöcheln wann ich einen Langboxen hun das ist sowieso noch so ein froh aller anscheinend wäre auch okay wenn du da Döverschenkel nicht rasiers. Also geh so komisch regeln mat du hast okay nicht rasiert sind du musst ihn einfach rasiert sehen weil den da mir von den dann kurz Schüppeln hört da muss du aber rasiert sehen oder von dann Bikini ja das ist ein März mir ich evitiere so gut ich kann am Menge Oberschenkel zu rasieren weil irgendwie kenne ich du noch mehr Hautirritationen wie und wurden oder so also Mengen Oberschenkeln also Mengen Oberschenkel hoher sie genauso schwarze genauso dicht wie Mengen wurden hoher dafür mich meine du auch rasieren nee ich auch mich die meistens nicht du wohin das ging sehen schon diese Summer komplett Kurzboxen evitiert weil ich keinen Bock hat für dauernd so warm das ist so Müll das Folter nee gibt auch 3 Fädelsboxen oder so Sachen mehr eine Methode die Hautirritationen reduziert aus hoher Entfernungscremes wobei ich muss sagen dass ich auch nicht viel große Flaschen benutzen weil dann als Typ einfach eitel wirklich also schon noch nie gemacht mehr ich sind ja ich meine schon einfach den Reflex gehabt bis du nicht zu machen weil ich gedacht okay mir da musst du all pro Woche einen neuen Typ kaufen kein Bock darüber also das ist einfach ein Creme die kann sich dann ob den Druck machen oder die Flasche wo jeden Fall Tor losgehen und da lesen das ein bisschen abwickeln und da ist gerade so das Arzt der Tor wasch und riecht ganz gut und da kann ich mittlerweile besser mit warmem Wasser das ganz einfach aufwaschen und das sind Tor wie durch Zauberhand nicht mehr do. Die Creme hat immer ganz ganz furchtbar gestunken mittlerweile mein schon so geschafft und sie riechen also gibt verschiedene Variationen von Gericht und das nämlich gerade so penetrant. Ja gut, aber wie lange muss das dann aufwirken sein? 5 bis 10 Minuten. Okay, das ist dann aber schon ein bisschen nervig, oder? Dauert ein bisschen lang wie rasieren, aber an den 5 bis 10 Minuten kann ich noch etwas anderes machen, wie ein Buch lesen. Das stimmt. Okay, mir das ist so den Trend ein bisschen bei hoher Entfernungsprodukte. Also entweder du hast etwas, was ziemlich sehr geht, aber nicht ganz weit geht, mir da kommt hoher ganz sehr am Trick. Oder du hast etwas, was ein bisschen mehr lang dauert an oder mega weit geht, mir dafür haltet dann noch ein bisschen mehr lang an. Korrekt. Also das ist kein flotte Schwert, den ich treffen muss. Nee. Wir arme Leute. Nur es benutzen. Hohe Entfernungscreme. Und auch nicht, bitte nicht am Genitalbereich benutzen. Nee. Das ist nicht sehr nicht, gut. Wo ein Schleimhaut das ist aggressiv. Nee. Ja, also wir haben gerade schon angeschaut, gedonner Produkte, wo nicht rasieren sehen oder hohe Entfernungscreme sehen, wo das ganz dann ein bisschen wie lang unhalt. Und darüber schaut mal eine andere Episode mit die heute, weil mal just für Sachen, die Tor aufschneiden oder ausatzen. Mehr Schere geht doch, ne? Also verschiedene Platz kann ich noch anfangen, Schere benutzen, für etwas zu trimmen oder so. Korrekt. Wie nur es hoher zum Beispiel. Oder mein Könnhoher, von dem auch ein bisschen den Nürbel gehen. Das war Witz, dass ich geschnitzt. Man hatte noch 4 noch kurz gesagt, dass es kann sein, dass von ihrer Seite, dass dann Tor dreifach rauskommen, wo sie für drei just einzeln rauskommen, war gut auf die Tasse. Mach viel. Also Sarah Today meint das von den rasiert das Tor damit Decker mit hart damit echt rauskommen mit am Fungerstadt nicht vor das schüßt das Tor von natürlicher Weise unterspitzt mit Dinners wie unter Bas außerdem war Tor ja auch schon viel an der Sonne anders aufgebleicht gehen und so weiter und so fort an dem Moment wenn es aufrasiert da wiest aber von dem Punkt raus wo es aufrasiert ist an dass sie da mehr entdecke Punkt gewirrscht vom hoher Salver an dafür wirkte dann wie wann Toalo anisch das rausgewusst wäre. Gut gesagt. Merci. Gut gesagt. Merci. À la base, ganz schön gut. Die könnt mir wannschlicht so in mein Konto schicken, wenn du das schön findest. Die könnt mir ja hoher schicken. Nee, wannschlicht nicht.
Ich war gestern am Restaurant und du war neben mir an der Mauer in Null und irgendwie war ein Mensch mit dem Haar dran hängen geblieben, weil du ein Haar dran. Und das hat mich die ganze Zeit geküttelt, während ich gegessen habe. Das war so eklig. Ja, cool, was Faszinantes. Ja. So ein aufgestorbener Zahl. Super. Man da bleibt dabei, wenn da was du wollt, bei den nachmachen kann man den Haar für so Last zu gehen. Oder für sie zu halen. Oder für sie zu halen. Und dann, hallo, Riva, zum coole Kelly mit den coolen Rubriken. Wuhu. Hoffentlich fand er die Rubrik von Haut genauso cool wie der nächste versprochen hat. Wir schwätzen nämlich über Sexpositivität. Ein gut froh, wat aus Sexpositivität. Oder auch noch, für wat schwätze mir über hoher, aber wat wird dat mit Sex zu den. Ein gut froh. Gut gefroht. Sex Positivity ist eine Bewegung, die ursprünglich aus den USA kommt. Sex positiv heißt, dass die Sexualität à la base als etwas Positives und Gesundes gesagt. Das heißt auch, dass Lust nicht ist, weil die muss unterdrücken oder kontrollieren, so wie das in einer sexnegativer Gesellschaft oft vermittelt wird. Es geht also darum, die individuellen sexuellen Bedürfnisse und Vorlieben von Leuten zu respektieren. Sexpositivität ist eine Ausstellung gegenüber von Sexualität, die zum Beispiel keine moralisch und ethisch Unterschiede zwischen sexuellen Orientierungen und Vorlieben mischt, solange sie legal und einvernehmlich sind. An der sexpositiver Bewegung sind sexuelle Bildung, Aufklärung und safer Sex wichtig. Sicheren und einvernehmlicher Sex stehen am Mittelpunkt. Sexpositivität heißt auch, keine Lust auf Sex dürfen zu haben. Sexpositivität heißt Selbstbestimmung. Also selber entscheiden zu können, mit wem, wer nie, aber wer auf die Sex hat oder Sexualität erlebt. Es heißt, frei über den eigenen Körper bestimmen zu können. Und heute wären wir bei der Frau, für was schwätzen wir zum Beispiel über Haar, aber tut das mit Sex zu tun. Sexualität ist etwas, was überrangt Sex hun rausgeht. Sexualität ist ein Teil vom menschlichen Erleben. Und dazu gehören auch Erleben von Beziehungen, von Geschlecht, Erfüllung von Bedürfnissen und Körperempfangen. Körper spielt also eine wichtige Rolle. Da gibt es eine weitere Bewegung, die vielleicht wichtig ist zu annehmen. Body Positivity, also Körperpositivität. Was wir an diesem Podcast da so wollen? Wir gehen davon aus, dass Körperen, und zwar alle Körper, für dich mal gut sind und den nicht muss und ihnen verändern, anpassen oder verbessern. Was man nicht damit mengen, ist, dass er muss sein Körper schön finden oder gern haben. Oder dass er nicht muss, für Sex positiv zu sein. Das ist wieder schön Selbstbestimmung. Weil zu guter Letzt ist es immer einem selber überlos, was der keiner will, aber wen zu seinem Körper steht und immer da umgeht. Dir hat nach Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Beschreibt euch auf sex@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihr Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet Maybe Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewonnenen Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.